Hallöchen, liebe Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2 zum Abschlusssport. Ja, nachdem ich in der letzten Folge noch ein bisschen, man könnte schon fast schon sagen, philosophiert habe, über, ja, mittlerweile, kann man sagen mittlerweile, wie sich so Dragon Ball entwickelt hat? Ja, klar, oder? Der Werdegang von Dragon Ball. So mit den ganzen Anime, Spielen, Mangas, unterschiedlichen Universen, Parallelwelten. Vor allem natürlich im Begriff mit Dragon Ball Heroes, oder Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, oder Z-Kai oder wie auch immer das im Englischen heißt. Es ist interessant geworden, ne? Ich sag's mal so. Aber darum geht's heute nicht, wir wollen ja jetzt wieder uns voll aufs Wikipedia fokussieren. Und das einen hoffentlich epischen und vor allem schnellen Abschluss bringen, weil, ja, alles episch haben wir bereits gezeigt, vor allem da auch Ultra Instinct Goku. Und insofern könnt ihr einfach locker flockig loslegen. Videl gegen Videl, das könnte interessant werden. Bye bye. Josh. Ich bin gespannt. Ah, die coole Musik. Wenn ich mal beim Thema bin. Und noch ganz kurz. Ja, wir sind ja eigentlich hier im Story-Modus, wenn man so will. Und das künftig bei Dragon Ball Xenoverse 2 oder auch Dragon Ball Xenoverse 3 weitergehen wird. Je nach Hinblick mit Dragon Ball GT. Allenfalls, was es so Theorien gibt von Dragon Ball Super GT als Nachfolger zu Dragon Ball Super und Alternative zu Dragon Ball GT, wie es Name eigentlich fast vermuten lässt. Oder auch Dragon Ball Heroes, die ganzen Ereignisse, die Xeno-Charaktere, weil die heißen nicht umsonst Xeno-Charaktere. Und deswegen Dragon Ball Xenoverse 3 mit den Xeno-Charakteren, vor allem natürlich mit Fu als Hauptrolle, als Hauptgegner. Habe schon mal erwähnt, wieso ich glaube, dass Fu in Xenoverse 3 der Hauptgegner sein wird. Ja, gute Frage. Zweimal die gleiche Frau. Unter Umständen könnte das noch speziell werden. Oh, schade. Da hätte sie. So, jetzt müsste aber kommen. Und war stehen geblieben. Ah, genau, Xenoverse 3 war. Wieso Fu? Für diejenigen, die es damals nicht mitbekommen haben. Ist sowieso relativ schnell erklärt. Dragon Ball in Xenoverse 1 hatten wir die Mikro als Hauptgegner. Und Tova und Mira waren quasi die Side-Gegner, die angeteasert wurden. Am Schluss haben wir gesehen, hey, die kommen wieder, die sind wichtig. Und so war es in Xenoverse 2. Und hier wurde nun Fu angeteasert, der auch schon seine eigene Story und so weiter hatte. Aber was er genau will, außer halt Spaß haben, Zeit manipulieren, Energie gewinnen, wissen wir nicht. Und Dabra wurde, also, keine Ahnung, ob man jetzt Xeno-Dabra sagen kann oder halt diesen Dabra einfach. Ne, ist ein anderer Dabra. Jedenfalls den Dabra, den wir halt im Verlauf des Wikipedias noch besiegt haben. Nicht den hier, sondern der andere. Aber vielleicht doch der gleiche, keine Ahnung. Fuck, der ist hinter mir. Fuck. Der gab nicht mehr so wie früher. Ernsthaft. Wenn es fertig ist. Alter, komm her! Was will denn der? Ja, und deswegen glaube ich ihm, dass Fu der Hauptgegner in Dragon Ball Xenoverse 3 sein wird. Oder der Hauptverbündete oder so? Keine Ahnung, was da noch passieren wird. Da ist meine Antwort, du Penner! Und das ist wohl diese Antwort! Unterschätzt niemals einen Saiyajin! Denn wie geht das so schön gesagt? Saiyajins! Hallo, kann ich bitte mal
Saiyajins haben keine Grenzen. Aua. Ja, so als meine Vermutung war. Wegen Fu und so weiter. Ich meine, wäre krass, oder, wenn es so wäre. Das scheiß Licht von seinen normalen Keyblast, ich sehe die kaum. Ich krieg dich. Netter Versuch, Dabra. Aber nicht mit mir. So, kannst du immer gerade missen. Ich hoffe, ich habe nichts dagegen. Hä? Ja, toll, wird auch getroffen. So ein Penner! Nö. Will ich nicht! Weg mit dieser scheiß Kugel! So, das war's. Ja, Son Gohan und Videl als Lehrer. Was ist passiert? Wir haben 2 Videls. Und Son Gohan ist verwirrt. Kann ich absolut verstehen. Ich glaube, jedermann. Jedermann könnte das verstehen. 2 immer die gleiche Frau. Ja, mein doppelt hält besser, sagt man doch so schön. Weiß nur nicht, ob das in jeglicher Lebenssituation der Fall ist, aber egal. Ah. So, aber ja, ich freue mich schon auf Dragon Ball Xenoverse 3, sollte es irgendwann kommen. Oder auf eine Fortsetzung von Xenoverse 2 in Form von weiteren DLCs, spielt dann keine große Rolle. Wäre cool. So, machen wir ganz kurz Son Gohan Zukunft. Das wäre natürlich deswegen interessant, weil Son Gohan Zukunft kennt Videl ja gar nicht. Zumindest theoretisch, weil Mai gibt es ja in der Zukunft irgendwie von Trunks, Future Trunks, Dragon Ball Super ja auch. Ich frage mich ja immer noch, wieso hat Trunks in Dragon Ball Super eine andere Haarfarbe? Aber liegt es echt nur daran, was viele damals vermutet haben, von wegen, ja, damit halt Kid Trunks aus der Gegenwart und Future Trunks besser unterschieden werden können? Oder aber, doch, dass es halt irgendwie eine andere Zukunft ist, als in, ja, würde eigentlich Sinn geben, wa? Wenn ihr schon mal sagt, hey, Dragon Ball, ich sage jetzt mal Dragon Ball Z Kai, der auf Manga beruht, plus Dragon Ball Super, sind quasi die Kanon-Welt oder die Kanon-Parallelwelt. Und das Trunks hat eigentlich, ja, rückwirkend vielleicht, dass immer schon blaue Haare hat, der Future Trunks. Und der Future Trunks, den wir aus dem Anime kennen, von Dragon Ball Z, das ist halt der aus der Anime-Parallelwelt. Na, irgendwie gefällt mir die Idee auch nicht so ganz. Ich verstehe aber nicht ganz, ob man das so geändert hat bei Trunks, aber wurde es eigentlich im Manga auch schon irgendwie so erwähnt, dass Trunks auch müssen auch mal nachlesen. Also im Manga von Dragon Ball Super meine ich. Ob da auch explizit darauf hingewiesen wurde, dass es eine andere Haarfarbe hat, weil man sieht im Manga meistens nicht die Haarfarbe. Meistens, es gibt Ausnahmen. Ja, ich fürchte auch, muss leider so sein. Aber Gohan, man schlägt doch keine Frau! Ja, es ist halt vertraut für sie. Einmal. So. Wieso habe ich eigentlich eine weiß-blaue Aura?
Ich meine, die episch aus und sowas irgendwie. Wie so ein Super Saiyajin Blue mit normaler Energie, aber egal. 君は強い子だな。分かった。だけど無理はしちゃいけないよ。 Ja, und jetzt joint sie uns, oder wie? Ja, tatsächlich, cool. Wo ist er? Zeitsprung! Yeah, ich liebe den Move. Und den hier, den liebe ich auch. Nicht mehr daneben geht. Wow, es hat wehgetan. Da, aber ich hasse dich. Sag mal. Ja. Das will ich sehen. Guck. Was? Er hat neutralisiert die Krise. Und stärkste Attacke. Das bist du mir. Ja, trainiert. Nein, nicht schon wieder der Quatsch. Mann, einfach wieder mal ganz kurz paralysieren. Wir würden gerne mal... Ernsthaft, den kann man abwehren. Also, klar, wenn er zu schwach ist, kann man abwehren, aber das eigentlich wäre stark genug gewesen. So, trifft dieser Scheiß-Move auch mal. Ja, Scheiße ist er nicht, ist er einfach... Naja. So, da, aber was machen wir zwei Hübschen, wa? Ja, Fokus, Fokus auf Inibus. Bam! Und das war's für dich. Kann ich mal einen Move von mir treffen? Hallo? Bin ich so weit weg oder was? Ja. Gut, das ist interessant. Ja, ich liebe Dragon Ball. Es ist so geil. Ich bin ja schon seit Ewigkeiten Dragon Ball Fan, kann man überlegen. Bin ja damals mit dem Anime groß geworden, also Dragon Ball Anime. Also die erste Folge damals. Da war damals noch RTL 2, Pokito TV. Alter, das ist lange her. Da müsste über 20 Jahre her sein. Ungefähr 20. Alter Schwede. Man natürlich eben schon ein paar Jahre später, als Dragon Ball Z rauskam. Vor dem Intro noch. Also bis mit Cell sagen, weil die U-Saga hat ja ewig auf sich warten lassen. Aber ja, so Son Goku wieder zu sehen als Erwachsener. Mit Son Gohan als Sohn. Das war schon episch. So, wieder der Brust. Also das haben wir soweit gemacht, weil wie gesagt, den Rest sage ich jetzt soweit nicht. Ist immer das gleiche. Dann machen wir hier noch Slug und auch wieder mal Son Gohan Zukunft. Wir machen nur die Zukunft. Es ist doch einfach nur. Es ist doch einfach nur. Ich würde sagen, wie viele Parts sind es noch? 2? Vermutlich? Ja, eventuell 3. Ich gucke, dass ich in 2 hinkriege. Ich gucke doch mal, wa? Ja, wenn wir gerade ein Thema sind wegen Dragon Ball und so, oder ja, wie ich damit begonnen habe, mit der ganzen Suchterei, sage ich jetzt mal. Der Manga, also Dragon Ball Manga, habe ich extrem spät angefangen. Das ist sicher erst vor 10 Jahren so mal passiert. Weil man Bock hatte, Manga zu lesen, weil man dachte, hey, ich kenne einen Anime, da hast du auch was im Manga steht, plus Filler halt, okay, wie soll ich den Manga lesen? So kam es mal damals ein bisschen vor. Aber ja, ist schon was anderes. Nicht unbedingt besser oder schlechter, aber es ist was anderes.
So, wieso ist jetzt Slug hier so... Wieso ist Slug jetzt hier so wichtig, oder was passiert mit Slug? Sag mal... Bleib mal stehen, du Sackgesicht! Wegen König der Dämonen. Nein! Alter. Danke, Slug. Und was sagst du dazu? Hä? Scheiß Slug, ey. Nö. Was? Warte, warte weg! Ich krieg die Krise! Autsch. Das reicht. Dabra will nicht mehr, wa? Hä? Wo ist er? Da unten. Und ganz kurz. Ich wollte ganz kurz das testen. Der ist im Dabra! Sacrebleu! Er ist entschwunden! Ja. Vielleicht haben wir noch knapp 2 Minuten. War gut, wenn es natürlich immer so schnell geht wie jetzt, dann kann ich ruhig noch ganz kurz Guan Zukunft nehmen. Das dürfte, glaube ich, das kleinste Problem sein, Freunde. Jo. Ich hindurch bin, wie sieht's denn aus? Ja, was heißt das in einer Folge? Will ich jetzt mal schätzen. Ah, ich habe gesagt, noch gar nichts, wa? Dafür mache ich hier halt Son Goku und Freezer. Ich habe gesagt, sicher mal Fu noch, weil ich gucken will, was dann passiert, wie Fu hier antritt. Ob es überhaupt jemanden gibt oder so, der antritt. Bivus vielleicht noch, ja. Da ist sowieso nichts mehr. Und hier Mikula noch. Ah ne, warte mal. Son Gohan fehlt noch. Cooler und Son Goku. Ja, ich denke, da kann man 2 Folgen schaffen, oder? Denke ich mir jetzt mal. Son Gohan Zukunft, ganz kurz. Gohan from the future. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, bald kommen neue Charaktere, waren wir schon mal beim Thema, wenn die ganzen Paralleluniversen sind. Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, was ist besser, was ist schlechter, Kanon, nicht Kanon, etc. etc. Ja, im nächsten DLC-Pack kommen 2 Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich meine, es kommt Super Baby und Kefla. Also Kefla, die Fusion aus ich kann den Namen nicht aussprechen.
glaube, die einen sagen Khalifa, die anderen sagen Kaulifa, irgendwie so. Und Kehl. Ja, die weiblichen Saiyajins Universum 6 halt. Die Fusion davon. Die kommt als Super Saiyajin und Super Baby 2, also sprich, ja, Baby als Vegeta mit der Haartoll nach vorne. Wobei eigentlich ist ein Baby mit Vegeta eigentlich auch eine Fusion. Man hat ja 2 Fusionscharaktere. Also rein theoretisch. Also theoretisch schon geil ist, muss ich ganz dazu. Also ich freue mich schon. Nicht nur auf Käfer, sondern auch auf Baby. Da muss ich recht sagen, Baby ist so ein Charakter. Wenn man es mal so überlegt, die ganzen Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT Gegner. Hatte man vor denen jemals Angst? Oder Respekt oder so? Also mein Dragon Ball Ära, ja natürlich König Piccolo, war noch episch. Piccolo Junior da schon eher weniger, das haben wir ja auch in Dragon Ball Z relativ cool aufgeführt. Also aufgeführt, nee. Aufgelöst, ja, erklärt, ich sag's mal so, ja. Ansonsten, ja gut, natürlich am Anfang war das Dragon Ball noch Tenshin Han, war noch bedrohlich. Ah, nee, natürlich, doof. Tau Bai Bai war bedrohlich. Und die Szene da mit, wie ist schon wieder? Upa, glaube ich. Mit Upas Vater, wo er Tau Bai den gekillt hat. Ja. Gohan, alles klar bei dir? Ja super, es hat irgendwas erzählt und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Was passiert? Wieso ist er sauer? Ja, was verpasst, sorry. Buh. Zeitsprung, yeah. War gerade so stehen geblieben, Alter, als bin ich wieder komplett aus dem Konzept geraten. Hui. Ich weiß gerade echt nicht mehr. Ich bin also echt sowas raus. Scheiße. Na egal, wenn ich es noch vergessen habe, wird es nichts Wichtiges gewesen sein. Ah ne, doch. Bedrohlichkeit aus Dragon Ball Ära, genau. Ja, da waren halt die aus Dragon Ball Z. Ja, ganz ehrlich, Freezer natürlich. Freezer, da war schon Raditz eher so. Ja, Nappan Vegeta, vielleicht gefährlich, aber nicht irgendwie so, dass man irgendwie sagen musste, das ist ja. Gefährlich, bedrohlich und so weiter und so fort. Also, weißt du, wirklich so ein. Ich hatte Angstgefühl, aber. Schon mehr als Respektgefühl, ja, ich sag's mal so. Keine Ahnung, ich versuche mich jetzt so konzentriert zu quatschen. Ja, Freezer würde ich sagen, wäre echt so ein im Vergleich zu Cell, weil. Cell. Nee, aber auch die Cyborgs waren auch nach Trunks Erklärung, da haben die irgendwie so gedacht, ja, Cyborgs totale Monster und so. Gut, C90 kam mir ein bisschen creepy vor. Und C20 und Dr. Gero eigentlich auch, aber deswegen irgendwie besonders, ja, wisst schon. Furchterregend? Nee. Und Pooh eigentlich auch nie. Auch als quasi als Super Pooh, wo er ihn absorbiert hat. Und auch als Kid Pooh irgendwie. Für meinen Geschmack war da eigentlich nie so wirklich. Ja, eben der große Angstfaktor, Respektfaktor oder so. Also in dem Sinne hat er eigentlich ein Dragon Ball Z der einzige. Vielleicht Garlic Junior noch, wenn man so auf die Filme ausweitet. Ne, eigentlich war es vor allem Freezer. Dragon Ball Super, ganz ehrlich muss ich auch sagen. Nee. Eigentlich keiner. Vielleicht Jiren am Schluss, aber war der bösartig? Ja, da ist immer so eine Frage. Ein Gequatsch wegen Gerechtigkeit und so, ja, einzelne Stärke, ja, Gerechtigkeit, sowas in der Art. Was ja, Gerechtigkeit hatten wir auch schon mit dem Nullsterblichkeitsplan von Zamasus. Aber ein anderes Thema.
Ja, aber in Dragon Ball GT mit Baby, der war doch echt wieder so ein Typ, Charakter, wenn man sagen musste, der ist nicht nur abgedreht, irgendwie verrückt und so, oder auch clever, nee, der ist auch bösartig, also der ist wirklich immer vor, und schon mehr als nur Respekt haben könnte. Und natürlich zum Schluss noch hin, ne, und die ganze Erde übernommen hat und so, klar, aber vor allem Dragon Ball GT, weil ich damals auch irgendwie fand, der Soundtrack, der war irgendwie immer so richtig episch, gruselig vielleicht auch ein bisschen, ja. Was auch teilweise richtig brutal war. Und also, sich mal überlegt, ich meine, es ist nicht umsonst so, dass, ich glaube, 13 Folgen von 64, die Dragon Ball GT hat, wohlgemerkt, 13 Folgen davon wurden in Deutschland zensiert, niemals, ja, übersetzt, also synchronisiert. Wobei es auch ganz gut ist, weil der deutsche Synchro ist eh scheiße. Da ist, glaube ich, auch keiner traurig darüber. Die ist echt scheiße. Aber wenn man sich die Folgen im Original anguckt, die zwischen Baby und Son Goku auf der Erde, wo Baby Son Goku beinahe vernichtet hätte, ist schon ziemlich brutal. Nach dem Abschluss gegen, oh ja, ist schon wieder. Drache mit dem einen Stern. Ist nicht sogar auch super Shenlong, wenn ich mal so richtig überlege. In den Fankreisen, glaube ich. Ja, egal. Omega Shenlong hieß, Entschuldigung, das war ja Omega, der Omega-Typi. Der teilweise abging und so, oder vor allem gegen Vegeta die Schule durchbohrt hat, das war schon... Ja, wie man sieht, auch da gab es irgendwie Szenen, wo man sagen kann, ja, cool gemacht. Andere wiederum, ja, die Super 17-Saga oder je nach generell die Schattendrachen-Saga oder die Dark... Doch, waren eigentlich die Shadow Dragons, war? Nicht die Dark Dragons, nee. Na, ist egal. Ist egal, ich schweife da ab vom Thema von. Wir sind hier bei Togepedia, Xenoverse 2, nicht Dinge bei Dragon Ball GT. Diskussionsforum, so in der Art. So, das sagen wir mal, vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part, hier vermutlich nichts. Wenn überhaupt, dann machen wir mit Pirus noch was. Aber ich werde sicher erstmal hier loslegen mit Goku und Freezer noch. Und gucken, dass ich bis zum nächsten Part hier noch ein paar Offscreen-Kämpfe erledigt habe. Weil, ja, wenn ich das hier mache, die beiden Kämpfe. Das Ende von Kanten City, sicher mit Fu noch. Dann sind schon mal 3 Kämpfe. Und dann hier hätten wir den mit Guan und Cooler, das heißt 5 Kämpfe. Eventuell hier noch einen, 6 Kämpfe. Und dann vielleicht hier nochmal einen mit, vielleicht auch mit Pivus, weil sie irgendwie episch aussehen, weil wir den sowieso viel zu selten hatten bisher. Das kriegen wir in 2 Folgen unter. Und dann ist Dragon Ball Xenoverse 2 Let's Play vielleicht beendet komplett. Weil, ja, ich sage hier im Let's Play eigentlich nur etwas, also die Dinge, die Story betreffen. Neuen Content und so, neue Kämpfer selbst. Eigentlich ja nicht so. Aber egal. Ich sage wieder mal in der Hinsicht, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich habe ich euch nicht zu sehr gelangweilt oder genervt mit meinem Gequatsche. Und wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Zurück hier bei Dragon Ball Xenoverse 2 Togepedia. Das Oberseite ist in Gefahr. Da wäre mal so ein. Ist nicht immer die erste Meldung, die da erscheint, von wegen, es wird angegriffen und in Gefahr ist, glaube ich, auch bereits schon die Fortsetzung war. Also, wenn ich jetzt da nichts mache, wird es zerstört oder wie darf ich das verstehen? Egal. Bis nächstes Mal. Tschüss.